somit Grüße zurück zu No Man's Sky. Oder auch aufgeben tue ich einen Brief, so wie du es im Titel der Episode gelesen hast. Wir sind nun unterwegs am PC. Müssen leider von vorne anfangen. Ich habe jetzt vor einigen Stunden nochmal die Xbox One Version probiert. Ist nicht spielbar. Wird auch nicht besser. Ich habe meine Einstellungen probiert, nochmal durchprobiert und es ist... Ich weiß es nicht, was die Xbox momentan hat. Ich muss da aber ehrlich gesagt gestehen, ich habe jetzt auf der Xbox ein bisschen was probiert. Da habe ich weniger Probleme als mit No Man's Sky. Und wenn du mich länger verfolgst, dies ist mittlerweile mein dritter Versuch, No Man's Sky aufzunehmen. Ich habe jetzt da auf der Xbox One den Spielstand, den habe ich zwar noch, sagenhafte 53 Stunden, ist nicht viel für No Man's Sky Verhältnisse, aber viel mehr habe ich das Spiel noch nicht gespielt, bis zu bestimmten Punkten. Auf der PS4 hätte ich zwar schon ein bisschen mehr gespielt, aber die PS4 habe ich ja nicht, wie in der letzten Episode noch auf der Xbox erwähnt. Wir müssen jetzt da das hermetische Siegel finden. Das ist natürlich hier und wieder mal 840 U entfernt. Genau. Keine Ahnung. Folgendes. Ich weiß nicht, wie wir da jetzt vorgehen mit No Man's Sky. Muss ein bisschen ausholen. Ich habe einen mittlerweile 3 oder 4 Jahre alten PC mit einer 1050er Grafikkarte inne und ich habe anfänglich mit Fallout 4 meine Problemchen gehabt. Das habe ich mittlerweile ganz gut hinbekommen. Besser als ich es je geglaubt hätte. Generation Zero hat nur mehr dann an und für sich Performance-Probleme, wenn ins Bild zu viele Maschinen spawnen. Dort geht die Grafikkarte oder das Spiel etwas in die Knie. Das freut mich für einen Sturm, der kleine Wurm. Und Talos Principle, das sind jetzt die 3 Spiele, was jetzt derzeit auf meinem Kanal laufen. Talos Principle läuft butterweich, da gibt's gar nichts. Drum, siehst du, ich hab jetzt ein bisschen spülen, da mit den ganzen Scheiß, die ganzen Einstellungen mit GTAO und Blur und was heißt der Kuckuck, wie das alles heißt, da kenne ich mich an Scheißdreck was aus, weil es mich auch offen und ehrlich gesagt nicht interessiert. Ah, da ist Natrium. Und wieder mal laufen wir durch irgendeinen Sturm. Ja, mein Schatz, ich weiß. Wie lieb sie mich da immer daran erinnert, dass der Strahlungsschutz abnimmt. Naja. Jo, jetzt sind wir da. Jetzt plagen wir uns wieder von Anfang an durch. Besser geht es nicht. Ja, ich krieg die Performance nicht besser hin. Ich bin froh, dass ich es mit meinen wenigen Kenntnissen so weit hinkriege, wie ich es jetzt gerade habe. Genau. Kotzt mir auch an, aber es ist halt, ich will auch irgendwann einmal spielen, so wie No Man's Sky, bis zu bestimmte Punkte einmal so weit spielen, dass ich sagen kann, für YouTube, wir haben ein bisschen was gesehen. Genau. Ja. Mehr gibt's dazu eh nicht mehr zum Sagen. No Man's Sky und Talos Principle sind die einzigen 2 Spiele, die momentan relativ zeitnah zum Online-Erscheinen aufnehmen. Da vergängen nur wenige Stunden. Blockade beseitigen, das brauchen wir jetzt momentan noch nicht, wir müssen uns sehr ein bisschen mit dem Platz zusammenhalten. Ja, genau. Da müssen wir rein. Und ehrlich gesagt, der Xbox One
Spielstand. War ein Hammer, so gesehen. 6 von 7 Protokollen beschädigt, niemand, das kennen wir eh alles, oder? Ja, aber das brauchen wir echt. Ja, das braucht man eigentlich eh nicht mehr. Vorräte bergen, jetzt haben wir dieses hermetische Siegel. Ja, bla bla. Er war in der gleichen Situation und hin und her und bla bla blub. Genau. Da mal kurz. Da haben wir noch ein bisschen ein Natrium, das können wir mitnehmen. Da haben wir auch noch ein bisschen ein Natrium. So, was haben wir? Ja, mein Schatz, ich weiß, der stabilisiert sich. Ich stabilisiere auch gleich, aber anders, wie du glaubst. Jo, es wird es wahrscheinlich den Zusehern, die mich schon länger verfolgen, denen wird es wahrscheinlich bis über beide Ohrwascheln, Kobalt. Das wird euch jetzt wahrscheinlich bis über beide Ohrwascheln, ja, der Grind aus die Ohrwascheln rinnen, weil ihr euch denkt, oh, du Scheißen, kann der Alte einmal was fertig machen auch? Ja, was soll ich da sagen? Wenn du alte Technik zu Hause hast, dann musst du dich mit alter Technik herumschlagen. Ja, was soll ich da sagen? Es ist leider so und ich kann es nicht ändern. Ja. Naja. Was ich aber toll finde, das habe ich jetzt erst im Laufe der wenigen Minuten, mit der ich mich jetzt hier herumschlage mit dem Scheiß, ich habe müssen feststellen, dass verwendet das Analysevisier. Ja, können wir von mir aus gern machen. Ja, Kohlenstoff-Nanorohr, das freut mich fürs Kohlenstoff-Nanorohr. Wo war das jetzt? Das muss, glaube ich, im Exo-Anzug. Kohlenstoff-Nanorohr, da ist es. So, Produkt herstellen. Ach Mädchen, wie sehr ich dich vermisst habe. Nicht. Analysevisier wähle ich mal Multiwerkzeugplatz aus. Zack, brack. Ja, sehr gut, mein Schatz, sehr gut. Das freut mich, dass du mich da permanent erinnerst. Ich wüsste ja nicht einmal, wohin damit. Mit diesen Informationen, die wirklich niemand benötigt. Da haben wir dieses hermetische Gespiegele. Da haben wir daher, da haben wir daher, das haben wir daher, das haben wir daher. Ich werde mich bemühen, so gut wie es geht, einen durchgehenden Storystrang aufzumachen, jetzt mit dem Spielstand. Wir müssen leider von vorne anfangen. Ich will jetzt nicht schon wieder ein Spiel pausieren wollen, so wie ich es die letzten 2 Jahre permanent gemacht habe. Ich habe zwar einige Spiele ad acta gelegt bzw. eingestellt. Alien Isolation ist nicht davon betroffen. 2 Spiele, die aber davon betroffen sind. Auch wenn ich weiß, dass bei einem Spiel ich treue Zuseher habe, die sich ja eigentlich auf dieses Spiel freuen und die dieses Spiel sehr mögen. Oblivion. Ich habe jetzt Elder Scrolls Oblivion komplett eingestellt. Ich habe Skyrim komplett eingestellt. Mag ich nicht mehr spielen momentan. Nein, ich mag es eigentlich gar nicht mehr spielen. Und prinzipiell möchte ich andere Dinge probieren, beziehungsweise andere Spiele spielen, die ich so nicht kenne. Oder die schon, weiß ich nicht, wie lange auf der Festplatte habe, etc. Und wow. Das ist ein geiles Schiff, das gefällt mir. Das will ich auch haben. Wo gibt's sowas? Das ist ein Frachter, oder? Du weißt es sicher besser wie ich. Wauzi. Jetzt sind wir ganz klein. Ah, da muss ich aufbleiben.
Danke mit der Gurke. Jetzt muss ich nur schauen. Ach so, mit der linken Maustasten. Okay. Ja, sorry, der PC. Die PC-Version ist für mich ganz was Neues. Hahaha. Ja, schau, da ist eine beschädigte Arschenerie. Nein, wir gehen jetzt zum Schiff. Warte mal kurz. Wow. So, wir müssen hier diese Qualität des Lebens wieder ein bisschen aufmagazinieren. Wo war jetzt da der Scanner? Auf C, genau. Auf C haben wir den Scanner und auf F haben wir das Analysevisier. Ob ich mir das merkt, ich weiß nicht. Jo. Es ist nun, das war's ungefähr 2:15 Uhr am 23.10.2022 und vor circa 2 Stunden und 15 Minuten endete der 22.10. und mittlerweile habe ich meinen 41er erreicht. Ja genau, da staunst du, wa? Ja, genau. Hoppala. Bin ich angerutscht. Blub! So. Was ist da unten? Anorganisches Objekt. Yuanfit. Das ist irgendein Schaß, das ist auch ein Schaß, das ist ein Schaß im Wald. Der lässt mich nicht gar kalt. Ja, was gibt's da zum Verzeihen? Eigentlich gar nichts, das war's eigentlich eh. Mein Leid mit Videospielen, genau. Nur was der, es ist halt, was soll ich das sagen? Ich persönlich, für meinen Teil, wie das bei dir ist, das weiß ich nicht. Ich sage immer jedem das Seine, mir das Meine. Aber es gibt mittlerweile, ich habe das ja das letzte Mal, glaube ich, schon erwähnt, ich bin ja nicht einmal bereit, mir eine neue Konsole zu kaufen. Ich wüsste nicht welche. Ich wüsste es einfach nicht. Nur dazu habe ich ja geplant, dass ich jetzt in den nächsten 2, 3 Jahre generell ja fast nur mehr auf dem PC zocken will. Gut, ich muss jetzt aber ehrlich gesagt gestehen, das ist bei mir sehr, sehr pragmatisch gesagt. Ich nenne es jetzt mal pragmatisch. Ich weiß ja nicht einmal mehr, wie lange mich noch Zocken interessiert. Es kann jetzt noch 2 Jahre sein, kann noch ein Jahr sein, kann noch 3 Jahre sein. Man weiß es nicht genau, wie lange mich das Zocken noch interessiert. Es gibt zwar noch einige Spiele, die ich gerne für YouTube machen möchte. Und der Rest werden wir sehen. Ich weiß es nicht. Wie oder was oder warum und wieso. Das spermetische Siegel, genau. Ja, sehr gut, mein Schatz, das freut mich. Jawohl, Substanzen veredeln, da bitte. Damit du gleich weißt, was der Unterschied zwischen Bier und Scotch ist, genau. Wie ist denn das eigentlich beim Bier? Wenn man das länger stehen lässt, greift es auch so heraus wie der Scotch zum Beispiel. Darfst du mich nicht fragen, ich weiß es nicht, ich trinke keinen Alkohol. Also bitte, quäl mich nicht. Als es mir zeitweise vorkommt mit in puncto Videospielen, stell dir mal vor, das war spitz. Gell? Das war spitz. Ja, spitz einfach. Wie ein Messer. Und dann laufst du da rein und. So. Ah, herrlich. Ja, ich bin nur gerade mal überlegen, wie ich. Startschubdüsen. Okay, wir brauchen die Wasserstoffscheiße. Wo ist denn die Wasserstoffscheiße? Die muss ja da irgendwo sein.
Wo bist du, die Wasserstoff? Das war ja das Blaue, gell? Was das? Wir werden jetzt mal dem Gelben folgen. Dem Gelben und dem Roten. Vielleicht kommen wir dann zum Blauen auch. Oh, ja genau. Orange, das wäre dann eigentlich... Orange, das wäre dann eigentlich irgendeine so, ich sag jetzt mal so Alkoholpartei, ne? So wie die Bierpartei zum Beispiel. Warte mal, was war denn der Stern? Ah, das war sowas. Ja. Radon. Aha. Was? Was? Ich hab jetzt nichts gemacht. Wo ist die Wasserstoff? Die Wasserstoff. Hast du keinen die Wasserstoff? Bringt das mit der alten nur Zoff. Aus. Ja. Da ist ein bisschen die Wasserstoff, das nehmen wir mit. Und der Rest geht mir dann peripher am Arsch vorbei. Du sagst das. Gut. Ja, wie gesagt, ich werde in der Zwischenzeit mich bemühen. Schon klar weiß, die Performance besser hinzukriegen, stufenweise. Man, ich bin recht zufrieden. Ich brauche keine fotorealistische Grafik, das brauche ich alles nicht. Ich will mein Spiel, wenn ich ans Spiel, das will ich spielen können und der Rest ist mir dann wurscht. Genau. Nehmen wir Natrium mit. Weil wenn ich Realismus will, dir sage es, wenn du Realismus willst, gebe ich dir einen guten Tipp, dann schlag eine österreichische Zeitung auf und lies dir unsere Innenpolitik durch. Da brauchst du keinen Realismus mehr. Da willst du einfach in eine andere Welt abtauchen. So. Jetzt hältst du alles nicht mehr aus. Und wenn du wirklich glaubst, dass... Hätte ich das jetzt braucht? Ah, schmiere die Startschubdüse mit die Wasserstoffgelee. Okay, das habe ich jetzt wirklich gebraucht. Aha. Ja, da brauche ich ein bisschen mehr. Waffenladung aufgebraucht. Ja, dann lad auf die Waffen, du Heinzi. Haben wir da. So. Ich muss da offen und ehrlich gesagt gestehen. Also entschuldige mir bitte den Ausdruck. Es ist ein Abfuck, was sich hier in diesem Land abspielt. Es ist ein Abfuck. Es ist ungefähr so ein riesiger Abfuck, dass du dich aufs Scheißhaus huckst und nicht weißt, wo es da zuerst rauskommt. Hint oder oben unten. Ah, hinten oder oben, das weißt du nicht. Weil was macht das für einen Sinn, wenn ich mir auf die Straßen klebe? Sei ehrlich zu dir selber. Hat alles keinen Sinn. Man, vor Sinn rede ich gar nicht. Es erschließt sich mir einfach nicht, was das für einen Sinn hat. Für etwas zu protestieren, eine Aktion dabei zu tätigen und bei dieser Aktion genau das Gegenteil hervorzurufen, für das ich eigentlich protestiere. Das ist ja auch ein bisschen eine komische Geschichte. So. Weißt du was?
Jetzt hätten wir uns eigentlich genug aufgeregt. Nur ich würde über die Sachen eigentlich mich interessieren und die Sachen eigentlich gar nicht, dass ich über die rede. Das Problem daran ist ja nur, dass wenn ich mir dann drüber, wenn ich dann was drüber lies oder wenn ich was drüber her, da geht mein Puls schlagartig in die Hächen. Es ist scheißegal, was du jetzt hernimmst. Ob du jetzt die derzeitige schwarz-grüne Regierung hernimmst, ob du die alte blau-schwarze Regierung hernimmst oder die davor existierende rot-schwarze oder schwarz-rote Regierung, die über 10 Jahre regiert hat. Sie haben nichts zusammengebracht und sie werden auch dieses oder heute nichts zusammenbringen, weil sie es einfach nicht können und weil sie einfach in ihrer eigenen Traumwelt leben. Genau. Weil ab und zu muss ich ein bisschen, wie soll ich das erklären? Du musst ab und zu Wege einschlagen, die einer Veränderung bedarfen oder bedürfen. Sagen wir es einmal so. Wenn du dazu nicht bereit bist zu einer Veränderung, die einmal ein richtiger Schlag in deine Fresse ist, dann wird sie nie was ändern. Das habe ich mir an meinem eigenen Leib selber erlernen und habe das auch zum Spüren gekriegt. Des Öfteren schon. Und hat's mir wieder? Na, ich lebe noch immer. Tut es weh? Na. Man muss halt nur ein bisschen an sich selber arbeiten. So. Reines Ferrit. Ach so, Trottel, da brauche ich ja diese komische Grützengacke da. Warte mal kurz. Wie ist denn das gegangen? Da hat's ja noch ein Menü gegeben. Wie ist das gegangen? Ja. Jetzt soll halt kein Kenny nur wissen, wie das Menü gegangen ist. Hihi. Caps Lock, dass ich da gleich was schreibe. In Großbuchstaben, warte mal. Na, wie gesagt, vergiss es. Leb dein Leben ohne den ganzen Scheiß und du bist glücklicher. Getreu dem Motto, jedem das Seine, mir das Meine. Genau. Ja, hallo Wauzi! Wisst ihr, was mir das Viech da erinnert? Warte, gib mir mal ein Stück zu. Der Körperbau. Ich weiß nicht, ob du jemals den ersten Teil von die Ghostbusters gesehen hast. So ungefähr erinnert mich das. Jetzt fällt nur mehr. Da müsste noch mehr Hund her. Boah, du streust aber auch, hä? Du Zigeuner, du. Aus! Sagt man nicht. Der Strahlungsschaden ist ärger wie ein Fallout. Ich glaub, der ist in uns verliebt. Der streut das so. Ja, für eine strahlende Zukunft. Du weißt nie, wo es hinführt. Warte mal kurz. Wir müssen den Scheißdreck da aufladen. So. Genau, jetzt können wir uns Natrium. Alter. Also, Ressourcen brauchst du da für den Spül. Das ist ja nicht mehr feierlich. Das ist ein richtiger Mindfuck, wie man heutzutage so schön sagt. Aber uns geht es wieder gut. Und ich beende diese etwaig poetische Ausgabe mit dem Titel Aufgeben tue ich einen Brief und danke, mein Schatz. Ja, wie gesagt, tut mir leid für diese kleine Tirade zwischen rein, aber es nutzt ja nichts. Es nutzt ja nichts. Du musst dein Leben sowieso leben. So gut das geht. Und siehst du, die einen ärgern sich dort, die einen da. Und ich ärgere mich halt da drüber, dass ich was gekauft habe, wo ich nicht imstande bin, etwas weiter oder besser hinzukriegen. Genau. Und in der nächsten Aufnahme, bis zur nächsten, sagen wir bis zur spätestens übernächsten, werde ich dann die ganze Performance-Grütze da in dem Spiel auch etwaig hinbekommen haben. Ich wünsche es mir. Genau. Also dann. Ich wünsche dir was. Bleib brav und ja.
Lass dich nicht ärgern. Baba dabei.